Allora, bon dia a tuttes e a tutti. Vi saluti da Busan. Son schaldi content i honorar de poder Westertler und Grey-Konvo. Aber das ist leider alles, was ich anbieten kann, aber von Herzen. Vielen, vielen Dank für diese Einladung und für die Courage auch der Schule, sich diesem Thema so offen zu widmen. Und ich bin schon sehr dankbar, dass ich auch meine Ausführungen gleich beginnen kann, sodass wir medias res gehen können und auf die Auswirkungen hin. Aber was erwartet Sie? Nehmen Sie sich zuerst einmal 45 Minuten jetzt einfach Zeit. Stellen Sie Ihre Komfortzone dar und geben wir dem Referat eine gemeinsame Struktur. Aber nehmen Sie sich jetzt Zeit, atmen Sie tief durch, denken Sie an Ihre Komfortzone und geben wir jetzt mit mir gemeinsam dem Referat folgende Struktur. Erstens möchte ich Sie einführen, in was bedeutet eigentlich Covid-19 und Lockdown für eine Gesellschaft. Und damit möchte ich Ihnen ein Modell darstellen, wie man das am besten verstehen könnte. Und den Lockdown als Stresstest verstehen für eine bestehende Gesellschaft und aber auch und besonders im Bildungsbereich für die altersentsprechenden Entwicklungskrisen. Wir werden gemeinsam hinschauen, was Entwicklungsstadien der Identität sind, was Bindung bedeutet und was Kids und Jugendliche so wirklich brauchen nach diesem Stresstest. Und Sie als Fachpersonen, liebe Damen und Herren, brauchen in erster Linie sich selbst, Ihr hierarchisches Team, die Schüler und Schülerinnen und Eltern, zudem noch Zeit, Raum und eben Struktur. Also, Sie haben nun Ihre 45 Minuten Zeit, Sie haben jetzt Ihre Komfortzone schon langsam erreicht und langsam verstehen Sie auch schon die innere Struktur und die äußere Struktur, die Sie als Fachperson letzten Endes gerade in dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, immer wieder zu Bewusstsein führen können, aber nicht müssen. Es geht hier um Selbstakzeptanz, es geht um ein persönlichen Wachstum, aber es geht auch um einen Lebenszweck. Welche Finalität könnte ein Stresstest wie dieser für die Gesellschaft bedeuten? Und was bedeutet es besonders für das Bildungssystem? Und was können wir als Einzelne, als Team, als Berufsbild, als System aktiv in die Umweltgestaltung einwirken? Und was bedeuten unsere sozialen Beziehungen? Auch heute, obwohl jeder so für sich wahrscheinlich vor einem Computer sitzt, in ein Bild reinsieht, Stimme hört, sieht auch letzten Endes aber, dass er sozial in Beziehung steht. Wir sind zwar physisch auf Distanz, aber wir stehen in sozialer Beziehung. Und nun ein Modell, das Ihnen die Möglichkeit gibt zu sagen, wie funktioniert denn überhaupt unsere Gesellschaft? Und Sie erkennen hier unmittelbar in diesem System ein Bildungsmoment und das Gesundheitssystem. Ein Treffen, das heute auch durch die Einladung an mich gelebt wird, wo Bildungssysteme und Gesundheitssysteme sich aktiv besonders treffen und aktiv miteinander versuchen zu verstehen, wie sie eingebunden sind in die Gemeinde, wie sie aber eingebunden sind auch in einer Gesellschaft, in einem Staat, in einer Nation. Sie wissen ja, die normativen Bereiche, gerade in der Schule, die wechselhaften Regelangaben und so weiter, die Notwendigkeit der Gemeindeeinbindung und dann die einzelnen Ausrichtungen, der Beruf, unsere Familie, der Lehrer oder der Arzt, die Pfleger, die Psychologen, die Sozialarbeiter und andere relevante Gruppen, die dann auf das Individuum gehen und letzten Endes auch einen Körper darstellen. Und Sie erkennen unmittelbar ein biologisches, psychologisches und soziales Modell, das in sich miteinander verbunden ist. Und das bedeutet letzten Endes für jeden Einzelnen von uns Verhalten, Gefühle, Denken, Biorhythmus als ein Gesamtbild eines Kollektivs einerseits,
aber andererseits auch eine hohe Individualisierung. Jeder von uns ist einzigartig, auch in seiner individuellen Ausrichtung, aber auch einzigartig in seiner kollektiven sozialen Ausrichtung. Und in welcher Gesellschaft befinden wir uns im Moment? Was war denn vor Covid? Haben wir das alles schon vergessen, in welcher Risikogesellschaft wir uns befinden, in welcher paranoiden Gesellschaft wir uns befinden, in welcher liquiden Gesellschaft wir uns befunden haben, in welcher Beschleunigungsgesellschaft wir uns befunden haben, in welcher Computergesellschaft uns befunden haben und, wie Ehrenberger sagt, auch in einem Unbehagen in der Gesellschaft befunden haben. Und wer weiß denn nicht vor Covid vom Fluch der Geschwindigkeit? Wer hat denn nicht nach dem Lockdown von Entschleunigung gesprochen? Gerade im Hinblick auf den Fluch der Geschwindigkeit, der uns vorher begleitete. Und wie wir nach 2 Wochen nach Entschleunigung wieder in eine absolute innere Rage, in eine absolute Ohnmacht, in absolute Hilflosigkeiten übergegangen sind. Und schon vor dem Covid haben wir uns in einer neuen Unübersichtlichkeit befunden. Und Sie erkennen unmittelbar, dass Sie nichts erkennen können. Und Sie erkennen, wenn Sie genau hinschauen, dass alles Kopf steht. Und diese neue Unübersichtlichkeit, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, war vor Covid auch Teil unseres Alltags. Und vor Covid war auch Teil unseres Alltags, insbesondere für Schulen, Kindergärten, Oberschulen, Mittelschulen, Kunstschulen, die Entwicklung unserer Kinder, wo zwischen 3 und 5 Jahre die Initiative und die Schuldfrage eine große Rolle spielt, wo zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr die Kompetenz versus Minderwertigkeitsgefühl eine große Rolle spielen und wo zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr die eigentliche Identität gegenüber einer Identitätsdiffusion die Rolle schlechthin gespielt haben. In diese Zeit fällt Covid-19 und der Lockdown rein. Eine unmittelbare Erschütterung, die einem Stresstest, wie man es für Atomkraftwerke oder für Banken so macht, eigentlich ähnlich ist für die gesamte soziale Konstruktur unserer Gesellschaft. Aber nicht nur für uns hier in Südtirol oder nicht nur für uns in Ladinien oder für uns in Vinschgau oder wie auch immer, sondern für 5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und so sind wir also erstmals auch in einem universellen neuen Stresstest eingebaut. Und wir wollen sehen, was das bedeutet, wenn wir dem näher zukommen. War es wirklich unmittelbar? Hatten wir nicht schon im Jänner das erste Rauschen dieses Stresstestes im Kopf, als so Di Maio die ersten Flüge aus China verbot, untypische Lungenentzündungen aus Lombardei mitgeteilt wurden, die Sterberate langsam aber sicher im Februar in Bergamo anstieg, um dann letzten Endes am 5. März wie ein Tsunami die Schulen schließen ließ. In diesem Moment entsteht der Lockdown mit 9. März. Die Schulen wurden als erste geschlossen, anschließend das System lahmgelegt, außer sogenannte systemrelevante Berufe. Als ob Schule kein systemrelevanter Beruf wäre. Und damit sind wir schon mitten im Dilemma, dass ja Bildung, Schule, Pädagogik, die Entwicklung unserer Kinder wesentlich mitgestaltet und damit ein systemrelevanter Moment ist. Und wie kann man denn von systemrelevanten Berufen sprechen, wenn man Lockdown und die Schule schließt? Auf diese Frage lasse ich jeden Einzelnen die Antwort finden. Und Sie merken, dass dieser Stresstest natürlich auf unsere Emotionen, Gefühle, auf unser Denkmuster einwirkt und natürlich für Kinder, die in einer Schuldfrage oder in einer Entwicklungsinitiativfrage sind oder für Kinder, die dabei sind, ihre Identität zu entwickeln, dass dieser Stresstest natürlich
das Gefühl, das Denken, das Verhalten, unseren Biorhythmus auslöst. Und natürlich führt es zu Angstzuständen, zu Rückzugstendenzen und zu Stresssituationen, vor allem zu ewigen Stresssituationen, über die wir noch später sprechen werden. Also, wir können sprechen, dass wir in einer liquiden Gesellschaft waren, in einer unbehaglichen Gesellschaft waren und wir befinden uns in altersspezifischen Entwicklungsstufen, wo dieser Stresstest ausgelöst worden ist. Der Stresstest allein löst in uns, und Sie merken das, verschiedene Antwortmöglichkeiten aus. Und Sie merken hier, wie ich Ihnen vorher erzählt habe, im Jänner gab es schon die ersten Hinweise, im Februar kam es immer mehr näher und am 5. März kam es dann letzten Endes zur Schließung und am 9. März zum Lockdown. Und dann hatten wir alle einen sogenannten Honeymoon. Irgendwie wird es schon gehen, wir werden es schaffen, wir schaffen es. Sie können die ganzen Streifen, wir schaffen das alle. Und in der Zwischenzeit sind wir alle immer noch gestresst davon. Und wer nicht ihr, die ja jetzt beginnen müsst und wollt, mit dieser neuen Situation umzugehen, seid natürlich unter besonderer Beobachtung andererseits, aber einerseits auch unter besonderem Stress. Es ist noch vieles unklar, weil wir auch vieles noch nicht wissen, wie sich die Pandemie tatsächlich weiterentwickeln wird. Und trotzdem gibt es eine Klarheit, die Klarheit des Leitbildes eines Bildungssystems. Kinder in den Mittelpunkt zu setzen und ihr Wohlbefinden gemeinsam mit der Bildung zu gestalten, um genau jenes zu vermitteln, was eigentlich Kern unseres Daseins ist, eine offene und gelebte Demokratie. Und die bedeutet auch, mit Opfern umzugehen, mit Leiden umzugehen, mit Krankheit umzugehen. Und Sie merken hier, dass ja möglicherweise ja ein zweites Desaster vor uns steht, ein weiterer Stresstest vor uns steht. Und wenn dies eintreffen sollte und wir den ersten Stresstest noch nicht gut verarbeitet haben, dann werden wir natürlich auch die Konsequenzen tragen müssen. Und Sie merken auch, dass ein Stresstest, der hier stattfindet, erst in Monaten auch entsprechende Auswirkungen hat. Also geht es darum, schon zu verstehen, was bedeutet jetzt die Schulöffnung? Was bedeutet es im gesamten System? Was bedeutet es für uns Fachpersonen, sei es als im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, aber vor allem jetzt auch im Bildungswesen? Was können wir, was sollen wir und womit können wir aktiv umgehen mit diesen Auswirkungen, deren Inhalte wir alle noch nicht genauestens kennen? Was wir aber schon sehr wohl wissen, ist die Notwendigkeit, auf all diese Faktoren Rücksicht zu nehmen, um vielleicht und wahrscheinlich auch manche psychische Störung rechtzeitig zu erkennen oder möglicherweise auch sogar zu verhindern. Hier möchte ich auf einen einfachen Moment zurückgreifen. Jener Moment, was ist Resilienz und was ist Vulnerabilität? Die gute Nachricht ist ja, dass die meisten von uns, und da sprechen wir immerhin von 75 bis 80%, mit außergewöhnlichen Situationen positiv umgehen können. Das bedeutet also, wir können mit außergewöhnlichen Situationen konstruktiv, kreativ, integrierend, inklusiv umgehen und es muss nicht automatisch bedeuten, dass wir aus einer unmittelbaren Stresssituation psychische Auffälligkeiten entwickeln. Umgekehrt natürlich, eine solche Ausnahmesituation kann natürlich vor allem für Menschen, die schon in einer etwas wackeligen Situation lebten, bedeuten, dass sie möglicherweise sehr wohl eine psychische Belastung haben. Und ich möchte hier auch mit Ihnen die Erfahrungen teilen, die wir während des Lockdowns mit Kindern, vor allem Kindern zwischen 6 und 11 Jahren hatten, die eindeutig mehr Zwangsstörungen entwickelten. Warum denn Zwangsstörungen? Um Gottes Willen. Weil die Angst in dieser Situation eine große Rolle spielte, die Unsicherheit eine große Rolle spielt und Kinder reagieren sehr sensibel auch auf die Auswirkungen von Seiten ihrer Eltern, von Seiten uns Erwachsener. Und Zwangsstörungen waren ganz ein großes Thema und für Adoleszente waren auch Selbstverletzungen ein großes Thema.
Was möchte ich Ihnen aber vermitteln? Ich möchte Ihnen eher vermitteln, dass es ein Immunsystem der Seele gibt, wo auf der einen Seite die unausweichlichen Stressmomente, die wir grundsätzlich haben, wie zum Beispiel eben auch jetzt diese Lockdown-Geschichte und die entsprechenden Auswirkungen sozialer Natur, wirtschaftlicher Natur, landwirtschaftlicher Natur, touristischer Natur, Bildungsnatur, Umweltnatur. Also all diese Momente, die sehr wohl einiges in Frage stellen oder einiges an das Tageslicht herausbringen, was schon unübersichtlich war, auf der anderen Seite aber letzten Endes auch eine Fähigkeit haben, dem Ganzen Widerstand zu leisten. Und dazu gehören eine Portion Optimismus, die Akzeptanz auch von Situationen, die ungeklärt sind, die kreative, lösungsorientierte Haltung, die Frage nach Verantwortlichkeit. Gerade in den letzten Seminaren, worüber auch Carla bei der Einleitung gesprochen hat, zeigt sich ja ganz klar, wie innerhalb des eigenen Leitbildes Orientierungen, Sicherheiten und Verantwortungsmöglichkeiten gegeben sind. Und in der ganzen Diskussion um Sicherheitsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge in Bezug auf Corona, vergessen wir manchmal eigentlich unseren primären Auftrag, nämlich eine gute Pädagogik und eine gute Bildung anzubieten. Und das sind in den wunderbaren Leitbildern, auch im Kindergartenleitbild aus 2008, ja sehr schön dargestellt, wie das Bildungssystem im 3. Lebensjahr beginnt und dann eigentlich, und erlauben Sie mir das zu sagen, eigentlich auch nicht mehr aufhört. Gebildet werden wir bis zu unserem Tode. Und nicht nur in den Schulen. Aber wenn wir in den Schulen diese Möglichkeit der Bildung vermittelt bekommen haben, dann bedeutet das natürlich auch mehr Fähigkeit zur sozialen Kompetenz, mehr Fähigkeit zur eigenen Identität, mehr Fähigkeit auch lösungsorientiert in Problemsituationen umzugehen. Und in dieser Art und Weise möchte ich Ihnen diese Studie noch kurz vorstellen, die Sie einige von euch sicher kennen. Das ist eine Längsschnittstudie, die durchgeführt wurde zwischen 1955 und 1992, wo über 698 Kleinkinder über mehrere Jahre untersucht worden sind und man feststellen wollte, was war es denn, warum Kinder, die anfänglich einen schlechten Ausgangspunkt hatten, die einen pränatalen Stress erleben mussten, in chronischer Armut lebten, gestörte Familienverhältnisse hatten, elterliche psychopathologische Auffälligkeiten aufwiesen oder sogar eine Suchtproblematik innerhalb der Familie besteht. Was war es, dass 1/3 dieser Stichprobenkinder dennoch resiliente Kinder wurden? Dass sie eine normale Schule absolvieren konnte, dass sie sich in normale Partnerschaften einlassen konnten, Familie gründen konnten. Was war es, dass sie absolut gegenüber den anderen Kindern, die sehr wohl gezeichnet waren, die innerhalb des ersten 10 Lebensjahre Verhaltensprobleme aufwiesen, Lernprobleme hatten, psychische Probleme hatten, sogar eine Delinquenz entwickeln und oder eben auch Partnerschaften eingehen mit vorzeitigen Schwangerschaften und so weiter. Und die große Frage war, was war es denn, dass diese Kinder, obwohl sie nicht mit den Talenten ausgestattet waren wie die anderen Kinder, obwohl sie diese negativen Voraussetzungen hatten, es möglich war, dass sie in eine normale Entwicklung kamen. Und hier zeigt sich gleich am Anfang, die Frage der resilienten Beziehung hatte mindestens eine Bezugsperson. Und das sieht man auch, und nicht umsonst habe ich Ihnen ja am Anfang auch erzählt, was war denn vor Corona wichtig, was war denn vor dem Lockdown, zu verstehen, in welchem Stadium, Entwicklungsstadium auch die Kinder sind. Was brauchen diese Kinder in dieser Entwicklungszeit? Und da zeigt sich, einer der wesentlichen Punkte ist es der Aufbau einer Bezugsperson. Und da ist es entscheidend, und da komme ich wieder darauf zurück, ich hoffe, Sie wissen, es sind 45 Minuten, die Sie mir jetzt schenken. Ich hoffe, Sie haben Ihre Komfortzone nicht verlassen und ich hoffe, Sie haben auch der Struktur dieses Vortrages langsam aber sicherlich auch
ein Mitgefühl entwickelt und sie merken, wie es wichtig ist, dass sie diese Sicherheit von Zeit, Raum und Struktur auch jetzt gerade beim Wiederbeginn oder beim Neubeginn, sei es im Kindergarten, sei es in der Grundschule, sei es in der Mittelschule, sei es in den verschiedenen Oberschulen, vermitteln können. Sie brauchen dafür Zeit, Raum und Struktur. Und natürlich gibt es noch viele andere Momente, die wesentlich sind, dass Kinder, die in Ausnahmezustände kommen, dass sie resilient werden. Und dazu brauchen sie außerhalb der Familie oder außerhalb der Schule auch Aktivitäten. Was wunderbar auch bei Kindern funktioniert, bei Mittelschulkindern und sogar bei Adoleszenten, ist natürlich auch immer wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens zu gestalten. Ethische Fragen zu stellen, altersentsprechend. Und umso wichtiger ist es natürlich, ein soziales Netzwerk aufzubauen mit einer optimistischen Grundhaltung. Und da möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man so schön sagt. Meine eigenen Zwillinge, 10-jährig, haben einen extremen Sozialhunger entwickelt in dieser Zeit. Einen richtigen Sozialhunger. Und es war immens wichtig, dass unsere Kinder langsam aber sicher wieder mit anderen Freunden zusammenkommen. Und natürlich gingen sie manchmal auch Risiken ein, Gesundheit, was absolut nicht in Ordnung war. Aber man muss mit dem auch rechnen. Und man muss sie immer wieder auch anhalten, sich an Mindestabstände oder an Mindestmaß an Sicherheiten, sie mitzunehmen, aber schon in Richtung, dass sie ihren sozialen Hunger stillen können und nicht, dass wir ihnen diesen sozialen Hunger noch verstärken. Und da gibt es gute, kreative Ideen, gerade im Kindergarten, gerade in der Volksschule, gerade in der Mittelschule und gerade auch in dem jugendlichen Bereich. Gute, kreative Ideen, wie soziale Netzwerke gestaltet werden können mit Integration der Sicherheitsmomente und nicht die Sicherheitsmomente im Mittelpunkt stellen. Wovon gehen wir aus? Wovon gehen wir raus, dass es überhaupt so funktionieren kann? Und natürlich spielt die Bindungssicherheit die wesentliche Rolle. Das haben Sie gemerkt im Rahmen von Beziehungsaufbau. Und wir wissen, dass ungefähr 65% der Kinder eine gute Bindung haben, von Natur aus eine gute Bindung. Und Sie werden auch erleben beim Wiederbeginn der Schule, genau, dass diese Kinder, die vor dem Lockdown diese Bindungssicherheit Ihnen schon vermittelt haben, auch nach dem Lockdown diese wieder haben werden. Die anderen 35%, die werden etwas interessanter werden, weil sie vielleicht in ihrer unsicheren Bindung oder in ihrer passiv-aggressiven Bindung vermeintlich stabil sind, vermeintlich gut orientiert sind, aber man merkt, sie picken mehr noch an der Notwendigkeit nach Aufmerksamkeit. Und 5% der Kinder, die schon vorher ein großes Problem hatten, werden durch diesen Lockdown große Auffälligkeiten haben, aber die stechen so ins Auge, dass ich glaube, dafür nicht unbedingt ein Sprachrohr sein muss. Ein Sprachrohr muss vor allem für jene 30% Kinder sein, die vermeintlich gut das Ganze bewältigt haben, aber durch bestimmte Verhaltensmuster immer noch Stressphänomene zeigen. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen vermitteln. Je mehr die Bindung aktiviert ist, je mehr die Kinder noch nach Aufmerksamkeit suchen, sei es im Kindergarten, sei es in der Volksschule, sei es aber auch in der Mittelschule, sei es aber auch bei Jugendlichen nach ihrem altersentsprechenden Ausrichtungen, umso weniger werden sie lernfähig sein. Weil sie ja unbedingt nach einer sicheren Bindung suchen und die ganze Energie dafür verwenden, nach dieser Sicherheit zu streben, unter den verschiedensten Voraussetzungen. Ich werde Ihnen das noch ein bisschen genauer schildern. Andererseits
werden Sie, wenn Sie diese Sicherheit haben, die Bindung deaktivieren und offener sein. Was bedeutet das auf gut Deutsch? Lassen Sie mich das mit den Worten meiner großen Tochter sagen. Wenn wir heuer wieder in die Schule gehen, dann ist es nicht, wie wenn der Sommer wieder vorbei ist. Es wird viel, viel komplexer und viel intensiver und dichter sein. Wir werden uns nicht nur erzählen, wie wir den Sommer verbrachten, sondern wir werden erzählen, was wir ab dem 5. März getan haben. Und gerade Adoleszente werden sagen, ihr habt keine Ahnung, wie ich meine Eltern hassen gelernt habe. Das war ja furchtbar, immer mit ihnen unter einem Dach, was für Jugendliche ja wirklich eine Herausforderung ist. Und andererseits werden sie erleben, wie Kinder im 9., 10. Lebensjahr sagen, ich freue mich so auf die Schule, aber nicht mal so sehr, um meine Mitschüler zu sehen, sondern damit ich endlich wieder mal auch gescheite Erwachsene sehe und nicht nur meine Eltern. Also Sie werden merken, wie dieser Heißhunger ganz klar sich entwickelt. Und die Erkundungen werden aber dann erst aktiviert, wenn die Bindungssicherheiten gegeben sind. Also nehmen Sie sich bitte Zeit, schaffen Sie Raum und geben Sie Struktur und investieren Sie am Neuanfang, am Wiederanfang für diese Bindung, damit Sie dann im Laufe des Schuljahres auch bei eventuell anderen Stresstests, die noch auf uns zukommen könnten, gut gebunden sind, um sie dann letzten Endes wieder in eine Lernaktivität zu bringen. Und Sie merken, sowas kann schon das System zum Kippen bringen. Und das System hatten wir ja schon vorher in einer vulnerablen Phase. Und durch den Stresstest wird das System nochmals vulnerabler. Und da merken Sie, wie Sie auf der rechten Seite gut erkennen, wie kann man protektiv auf diese Vulnerabilität, die uns alle trifft, einwirken, indem wir selbstwirksam sind, indem wir die soziale Unterstützung pflegen und Bindungssicherheiten schaffen, weil gegenüber haben wir Risikoprozesse, Entwicklungsaufgaben, soziale Anforderungen, Lebensereignisse und letztere sind durch die Lockdown-Situation ja besonders charakteristisch und erwartungsgemäß mit sozialen Anforderungen. Wir werden mit einer sozioökonomischen Veränderung zu tun haben, wir werden damit rechnen müssen, dass auch kulturelle Momente wieder ihre negative Auswirkung haben, weil wir ja im Moment keine Kultur mehr fast erleben können. Und die Lebensereignisse, das Sterben von Großeltern, die dauernden Medienberichte, die Situation zu Hause, der Arbeitsverlust, möglicherweise auch die erhöhte Gewaltsituation in den Familien, die sind natürlich extreme Auswirkungen auch dieses Lockdowns. Und was tun unsere Kinder? Sie können also, wie ich vorher gesagt habe, zu gut 65% mit dieser Ausnahmesituation positiv umgehen, kreativ, intelligent, verbindend, visionär umgehen. Aber einige von ihnen bleiben unter Stress und äußern diesen Stress. Und dieser Stress zeigt sich hier, stresskompensatorisches Schematas. Was heißt das? Sie werden Kinder erleben in dieser Anfangszeit, die den einen oder anderen körperliche, der ein oder andere psychische oder der ein oder andere soziale Misszustand mitteilen werden. Leichter, gröberer, schwerer Natur. Sie werden Kinder erleben, was Sie ja vorher auch schon erlebt haben, die Bauchschmerzen haben, Kopfweh haben, ein Unwohlsein mitbringen. Sie werden Kinder mitbringen, die psychisch ihre Ängste formulieren können. Sie werden mit Jugendlichen zu tun haben, die sich sozial zurückziehen oder sozial aggressiver werden. Diese Formen sind manchmal nicht ausschließlich, aber Ausdruck immer noch bestehender Stresssituationen. Und diese Stresssituationen gehören verstanden, gehört, aufgenommen und auch entsprechend wiedergespiegelt. Und was bedeutet das nun effektiv, wenn Sie zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr sind und Sie wissen, die Kinder sind zwischen ihrer Entwicklung mit Eigeninitiative, aber auch dem Schuldgefühl, sie brauchen ihre
ihr Tun, als ob, sie müssen spielen, sie müssen sich dementsprechend also entwickeln in ihrer Initiative, sie müssen aber auch ein gutes Gleichgefühl haben, was bedeutet aber auch Schuld. Es ist nicht so, dass man nur initiativ sein darf. Man muss auch wissen, wann gibt es Grenzen für diese Initiative und umgekehrt muss ich mich schuldig fühlen, dass ich initiativ bin, dass ich selbstwirksam bin. Und da spielen natürlich Kindergarten die wesentliche Rolle schlechthin, gerade in der heutigen Zeit. Und Sie werden hier schon Kinder haben, die zwischen diesen zwei Polen, Initiative und Schuldgefühl, eine besondere Aufmerksamkeit haben. Und horchen Sie hin, geben Sie ihnen Zeit, ob sie sich körperlich, psychisch und sozial sozusagen entwickeln können. Und nicht alles, was am Anfang schief läuft, muss über die Zeit schief bleiben. Geben Sie sich auch Zeit in der Beobachtung. Aber bleiben Sie beobachtend, aktiv beobachtend. In der Volksschule. In der Volksschule geht es darum, Werksinn gegenüber dem Minderwertigkeitsgefühl zu etwas machen, konstruieren. Und hier spielt die Nachbarschaft eine große Rolle neben der Schule und es geht darum, Personen aus der Umwelt zu inkludieren. Also es geht ums Machen, um die Selbstfindung, wenn ich das so sagen darf, aus psychologischer Sicht. Und auch hier werden wir Kinder erleben aus dem Lockdown heraus und bei diesem Wiederbeginn oder Neubeginn, die genau eher so in eine Minderwertigkeit verfallen oder auch in einer übermäßigen Selbstwerksintätigkeit. Auch übermäßig selbstwirksam ist nicht ein gutes Gleichgewicht. Und das sind auch wiederum so Stressmomente, wo wir durch ihre Kompetenz als Fachpersonen genau pädagogisch und genau bildungsorientiert eine gute Mischung finden, um ihnen auch diese notwendige Entwicklung anzubieten, die genau jetzt eine besondere Aufmerksamkeit hat. Sie machen das ja, haben Sie ja vor Lockdown auch gemacht. Erinnern Sie sich bitte an Ihr Leitbild. Erinnern Sie sich bitte an Ihre Kompetenzen, an Ihre Fertigkeiten. Lassen Sie sich nicht allzu sehr durch die bestehenden, objektiven, unsicheren Situationen, in der wir uns nun bewegen müssen. Lassen Sie sich nicht von Ihrem Leitbild abbringen. Machen Sie das wirklich immer zu jenem Punkt der Orientierung, um diese Widersprüchlichkeiten auch bei Kindern gut zu integrieren und ihnen damit jene Sicherheit zu vermitteln, dass man eben auch, und das sage ich wirklich bewusst, die Normalität integrieren kann und das Scheitern auch zur notwendigen Entwicklung wird. Und dann haben wir etwas, um was es geht in Volksschulen und Kindergärten. Es geht darum, etwas zu tun, was man nie getan hat. Und das macht man, weil man eben sicher ist. Oder Sie brauchen einen personalen Schutzfaktor, dieses innere Schutzbild, das die Kinder von vornherein mitbringen. Aber viele dieser Kinder brauchen unbedingt diesen sozialen Schutzfaktor. Je mehr sie sich selbst sein können, je mehr sie ihre Ängste, Unsicherheiten, ihre Wut, ihre Hilflosigkeit, ihren Stress, den sie ja jetzt vor allem am Anfang mitbringen müssen, gut vermitteln können, als normale Integration eines jetzigen Zustandes, je mehr Sie Ihre Sicherheiten nach außen hin vermitteln können, je mehr Sie im Team Halt finden, je mehr Sie die Eltern auch als Partner gewinnen können und umgekehrt, umso besser wird auch der soziale Schutzfaktor. Und es fördert die sogenannte Selbstwirksamkeit. Und das ist doch toll, wenn Sie gerade Kindergarten, Volksschule jenen Moment am Anfang in den Vordergrund stellen können. Mit dem guten Gleichgewicht zur Grenze dieser Selbstwirksamkeit, weil es schon auch darum einfach geht, gute Grenzen erkennen zu können. Man muss eigene Bewältigungskompetenz entwickeln. Nicht nur wir Erwachsene können es vermitteln, sondern auch Kinder können es im Zusammenhang leben. Nun, so langsam aber sicher wende ich mich zum Schluss hin.
Es sind schon 35 Minuten, die Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es sind schon 35 Minuten, worüber Sie sich in Ihrer Komfortzone bewegen musste. Und es sind schon nun gut 35 Minuten, in denen Sie sich in eine Struktur eingelassen haben, wo es um Inhalte geht. Um metakognitive Inhalte, wo über einen Reflexionsmechanismus verstanden wird, wo befinde ich mich im Moment, wo befinden wir uns im Moment und was brauchen wir in unserem Leitbild als Fachpersonen mit den Kindern, Volksschulkindern, Mittelschulkindern, Jugendlichen, die jetzt in ihrer eigenen Entwicklung stehen und zusätzlich noch einem Stresstest ausgeliefert waren. Und nun zu den Jugendlichen. Die Jugendlichen brauchen eine Identität. Während Kinder Vertrauen in erster Linie brauchen, letzten Endes dann die Selbstwirksamkeit spüren müssen, brauchen dann die Jugendlichen ihre Identität. Wer bin ich? Welche sexuelle Ausrichtung habe? Und da spielen wir Erwachsene ja zum Glück eine sekundäre Rolle. Es sind die Gleichaltrigen, die die große Rolle übernehmen. Gleichaltrige, die für mehrere Monate hinweg nicht mehr da waren. Und wo wir als Erwachsene Vermittlungen übernehmen müssen. Und uns auch bereitstellen müssen, uns selber mit in Frage zu stellen. Eine große Herausforderung im Rahmen einer Identitätsentwicklung von Jugendlichen. Und entwicklungsrelevante Bedürfnisse sind und Ausdauer und Kraft in der körperlichen Grenze, die Selbstbestimmung und Anerkennung und Identifikation mit Gruppen ist wesentlicher als die Anerkennung über Pädagogen oder Lehrer. Wir Fachpersonen sind für das Wissen und Können zuständig. Wir sind dafür zuständig, dass auf einer Metaebene Zukunftsperspektiven entwickelt werden. Und wir sind natürlich zuständig, auch zu verstehen, dass wir ausgegrenzt werden müssen, dass wir in eine Konfliktsituation geraten müssen und integrativ dabei sein dürfen, müssen, sollen. Und ich kann Ihnen von einigen Jugendlichen erzählen, die durch den Lockdown in eine schwerste Identitätskrise kamen, gerade weil sie eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit ihren Eltern hatten, ohne Alternative zu haben, mit Gleichaltrigen zusammenzukommen. Und genau in jener Zeit, wo wir uns ja den Eltern gegenüber abgrenzen müssen, keine dieser Möglichkeiten zu haben, hat sicherlich beim einen oder beim anderen Wunden und auch Narben hinterlassen. Deswegen ist es wichtig, hineinzufinden wieder in gemeinsame Ziele mit Solidarität, Zugehörigkeit, mit Gleichaltrigen, die Freundschaften zu regeln, Interesse am Austausch mit anderen über die prinzipiellen Fragen herzustellen, was ganz eine große Rolle gespielt hat vor dem Lockdown und weiterhin spielen wird, ist die Frage mit Umgang von Medien. Diesbezüglich glaube ich, könnte man eigene Tage füllen mit diesem Thema. Aber eines ist sicher, die Digitalisierung und Kinder und Jugendliche, die Sie betreuen, sind Digital Natives. Sie sind im Gegensatz zu uns digital doppelsprachig. So wie Sie wunderbar von vornherein mindestens dreisprachig sind, sind diese Jugendliche zumindest digital zweisprachig. Wir haben sie in unserem Alter nur erworben, die Sprache der Medien. Sie beherrschen diese Sprache. Und da gilt es, vieles noch zu lernen von unserer Seite und vieles ihnen noch zu geben, um letzten Endes konstruktiv, kreativ, integrierend, inkludierend mit dem großen Thema Medien umzugehen. Und das fällt sicherlich unter dem Erkennen der eigenen Rechte, aber auch erkennen, und da bestehe ich drauf und das möchte ich auch unterstützen, auch der eigenen Pflichten. Die Schule trägt also zum Wohlbefinden bei. Und wann ist das soweit? Wenn die Beziehung zur Lehrkraft positiv erlebt wird,
wenn sich Schüler beteiligt und in ihre Entscheidungen einbezogen fühlen, der Unterricht gut ist. Ich weiß nicht, ob mein Vortrag ausreichend gut war, um Sie in Ihrem Wohlbefinden zu bringen, aber ich habe es zumindest versucht. Die Anforderungen weder zu hoch noch zu niedrig sind, das Klassenklima positiv bewertet wird und, das ist nicht unwesentlich, die Eltern zumindest sich für die Schule interessieren. Ich habe Ihnen einen Vortrag zusammengestellt und versucht zu vermitteln, wir können also mit gutem Gewissen in dieses neue Jahr starten, mit einem guten Wissen, mit einem guten Gefühl der Bindungssicherheit. Wir können auch vorhersagen, dass einige der Schüler, Schülerinnen, Kindergärtnerinnen, Kleinkindern Probleme haben werden. Das wird so sein. Wir können aber auch genau hinhören, wir können es vielleicht auch gut verstehen, aber wir können nicht alles vorhersagen. Und eine gute Portion ist im selbstwirksamen Bereich auch die Fähigkeit zu haben, den Zufall mitzudenken. Das bedeutet, sich für jenen Bereich verantwortlich zu fühlen, wo man gestalten kann und gestalten muss, und für jenen Bereich, der dem Zufall überlassen ist, hohe Inklusion anbieten. Bitte, eine große Bitte an Sie, denken Sie an den Grundbegriff der Inklusion. Tun Sie in erster Linie die Normalität inkludieren. Wenn Sie das schaffen, werden Sie auch sämtliche andere Stresssituationen gut inkludieren. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen das Beste und sicher zu sein, dass unsere Kinder auch in guten Händen sind. Heute noch einen schönen Ausklangstag. Verlassen Sie Ihre Komfortzone, nachdem Sie sie festgestellt haben, und lassen Sie sich ruhig auf die eine oder andere Frage ein und seien Sie kritisch mit mir, mit sich selbst, aber auch optimistisch, dass wir, auch wenn es schlecht geht, das Beste machen werden und kreativ bleiben.